Good morning. Vandaag lezen we de Geschichte Alles wat we haben. Genommen mit 1. Timotheus 6, Versen 6 durch 12. Ruben sloot de deur op en ging neer. Hij wie groot thuis van de school en hij wenscht zich zeer dat hij niet alleen durft thuis zijn, maar zijn mama naar huis kwam van ihrer arbeid. Dort voelt zich zeer einsam. Vierten, wanneer hij ganz allein thuis weer, dann wird er ablüdes zu sich selbst vertrauen. Dann sperrt sich dort Hus nicht so ladig und still. Tim ist so glücklich, sagt Ruben zu sich selbst. Seine Mama ist immer thuis und deed al de huisarbeit. Zij bakt seine Küken voor hem en hij darf niemals allein thuis zijn. Ik moet jede dag een paar Stunden allein thuis zijn. En ik moet zoveel van de huisarbeit doen. Van der zal ik Eetschatten aufschalen en Fleisch im Oven stellen zur Ovenkast. En dan nog alles abwaschen. Dort ist hier so einsam. Ich wünsch, ich had ein Hund, dann würd mir dort nicht so allein verkommen. So grumseut er wieder zu sich selbst, bei seiner Mama in Huis kam. Wo wir den Tag von dir? Frug Mama, kriegt es immer, antwortet Ruben. Sei er Dankschein für das Fleisch im Ofen saten. Dort direkt als Säuerschein, sagt Mama ganz mutig. Aber sie sagt, dass Ruben wir nicht mutig. Was ist artig? Frug sie. Warum sind die so bremsch? Ruben vertelt seiner Mama wie schlecht am dort ging, dass er so viel muss allein thuis sein und wie einsam er sich fühlt. Mama horcht nur alles, was Ruben sagt. Sei wir nicht abgerecht oder beleidigt. Aber Ruben fühlt sich schuldig, dass er nicht mutig war. Er weiß, dass seine Mama dort auch sehr schwer. Seine Papa war ein paar Jahre durch ein Unglück zu Tod gekommen und dort leben wir von dann an sehr schwer gewesen. Mama muss auf Arbeit gehen zum Geld verdienen. Sie muss schmacket grote Huis verkaufen zum Schuld betonen. Und sie sich muss ein sehr kleines Haus pachten. Mama sagt sich beim der Stuhl und sagt, ich wollt uns leben es nicht krieg so aus, wie uns dort wünschen würden. Ich würde auch viel lieber thuis sein, aber dort ist nie groß, nicht möglich. Ich wünsch auch, dass du ein Hund haben zum Gesellschaft, aber das ist ein gepachtet Haus, und der Eigentümer will nicht haben, dass wir hier seine Tieren haben. Mama stand ab und fing an, den Tisch abzusaten zur Ovenkast. Sie vertelt wieder, Ruben, ich weiß, du hast nicht alles, was deine Freunde haben, aber du hast Jesus. Und er ist ein besserer Freund als irgendein anderer. Er hat uns noch alles gegeben, was uns hat gefehlt. Wir sind noch niemals hungrig geworden. Wir haben eine gute Kirche und einen guten Freund. Vielleicht so wie mehr denken an alles, was wir haben, und es steht von denken über was wir nicht haben. Weil wir uns dort abschreiben, alles, was wir haben, und dann wollen wir uns so freuen, dort alles ist nicht reich in unserer Welt, dann können wir dort lesen und dankbar sein. Ruben holt sich ein Papier und eine Bleistift. Dort ist eine gute Idee, sagt er. Dort erste war ich abschreiben, dort ich hab Jesus als mein Freund. Und der zweite, ich hab eine Mama, die mir gut ist. Sehr gut, lacht Mama. Ich war abschreiben, dort ich hab einen sehr guten Sehen, der mir sehr helfen wird mit meiner Arbeit. Und wir haben ein Haus zum Wohnen, sagt Ruben. Wir haben Kleider. Ich sehe erst, all dort wir eine gute Kirche haben und viel Freunde, sagt Mama. Du hast eine gute Arbeit und ich habe eine gute Schule, sagt Ruben. So ging dort wieder. Dort Papier war ganz voll von all den guten Dingen und Segnungen, was sie in ihrem Leben hatten. Dort had ich niemals gedacht, dass ich noch so viel Gutes in mein Leben had, sagt Ruben.
Von der aus eigene Huis kam, sperrt sich alles so diester en Schlag. Dort voll sich so aus nichts Gutes in mein Leben wir. Ich fühl mich nu al viel besser. Dort fragt me, sagt Mama, du hast immer noch Gutes im Leben, wann wir Jesus haben. Und weil's Wort, frug Ruben, wir haben scheinet Ofenkost. Dort Fleisch ist gut, weil wir eten. Fragen, fühlst du die manchmal so aus, wann nichts recht geht in dein Leben? Kickst du nur andere und siehst, was sie alles haben und wünschst, dass du dort auch was haben? Wann das Leben nicht immer so geht, als wir uns wünschen, du hast noch viel Gutes, was der Herr uns schenken wird. Wenn wir an das Gute denken, was wir haben, dann sieht das Leben nicht so düster. Wir können uns lernen, zufrieden sein mit was wir haben und dankbar zu sein für die Segnungen, die Gott uns schenkt. Zum Utwendig lernen, 1. Thessalonich 5, Vers 18. Seid in alle Leben dankbar, weil Gott dort